Und es geht direkt weiter mit Mario Kart Super Circuit. Herzlich willkommen zurück. Gefällt mir, das erste Projekt gefällt. An Haut ist Peach drin. Ja, das ist relativ schnell in der Weg. Geht natürlich auch schnell von der Strecke gedreckt. Das hoffentlich mal, dass nicht allzu viel Strecke mit Abgrund kommen. Und wir fangen an mit einer Strecke, das ist sozusagen meine Hassstrecke, an diesem Mario Kart. Ich hatte Luigi Circuit nie gern, weil der so rutschig ist. Es gibt zwar auch noch Schneestrecken, die nach mir schlimm sind. Aber die Strecke konnte ich nie so gefällt, recht später, wo sie dann um DS geremaked ging. Und ist immer ganz gerne vor. So, Stern hatte ich noch nicht gesagt, wann ich Stern hört. Das freut mich immer, weil den Handling geht dann halt absolut nuts. Wir haben einfach gut keinen Widerstand oder Reibung mehr. Und können dann quasi überall durchfahren, durch den Field und alles, das Straße sind nicht mehr glatt. Also gerade an den Schneepisten wünsche ich mal am Anfang immer ein Stern. Und ich fand, den Peach steuert sich gerade nicht so gut. Also erstaunlich schlecht par rapport zum Luigi. Hat der Yoshi das gerade aufgeführt? Okay, natürlich muss man leise ein bisschen sputen. Weil die Strecke sind natürlich auch nicht allzu groß. Ja, Stern gibt noch gut kommen. Okay, Donkey Kong ausgeschaltet, das ist schon mal gut. Und der Yoshi schießt den Blutdach nach. Ah, das ist ein Grund. Ich schicke dich mir schon unter der letzten Runde. Okay, immerhin zweite Lo. Yoshi hat den Blue auch. By the way, Blue kann ihn auch noch anlehnen. Und dann kann sie, anstatt dass sie rundherum fährt, warte du einfach auf den ersten. Ja, die Mechanics gehen nicht all. Luigi trefft mich nur Wandstift nicht mit dem Stern. Schau mal den Schrumlo für den Schluss. Wo ich denke, gut überholen kann. Ja, halt Karte mal okay. Das gibt zwar normalerweise die schwarze Fandel, aber am Mario Kart gibt keine Regeln. Keine Sinn. Luigi geht natürlich nach zweiten, ob seiner eigener Strecke. Tipptopp. Also Taststrecke kommen wir da schon mal durch. Mit Gedorring Strecke, die ich mega gerne holen, die noch nie geremaked gouf. Und ich hoffe, dass man die auch nach Mario Kart 8 Streckenpass DLC irgendwann werden gesehen. So viel Strecke kommen nicht mehr, weißt du. Mit die GIF von der Länge hier gedenken ich aber auch da passen. Und ich hätte Bock drauf, dass die halt mal endlich ein Remake kriegt. So, an der Strecke, der hat schon eine ziemlich offene Remake gekriegt. Zuletzt auch an Mario Kart 8. Da erkennt ihr sie aber auch quasi nicht mehr zurück. Sie ist viel mehr kurz. An meiner Meinung nach nicht mehr so spektakulär, wie sie damals um Game Boy war. Und auch um DS geremaked gehen ist. War sie auch auf Mario Kart Wii? Nee. Nee, da war sie nicht. Ah, du hast die Age Blue Shelter noch für dieses Projekt. Aufgehakt. Hä? Okay, ich hätte nach Trump Matcrew, der war anscheinend nicht. Ja gut, dann haben wir ein kleines Problem, weil das geht schwer, du abzuholen. Ich gehe mein Bestes, du geht doch noch immer die Shortcut, die geht jetzt ja haut das nicht mehr, aber um DS go findet den auch nach. Ja, ich hoffe noch ein gut Item. Ah, nicht verpassend Item. Okay, wir haben einen Grund. Ist du nicht, wo nur nach ein Item könnt. Hi, nicht mehr. Okay, da muss man probieren, da am Ecto drüber zu sprangen. Da ist Hilo zu viel Items snacken. Wenn nicht mehr geht. Ich wurde auf 4 war das. Genau. Kann den leider relativ spät. So, hallo, Klammer im etwas. Boah, aber die sind halt auch alle gut ziemlich schnell. Mit den Ursprung Münz. Wir kommen denen einfach nicht nur. Okay, lo geht eigentlich spannend. Die Lash Care. Kann ich da irgendwie feierte gehen? Nee, kann ich nicht. Da muss man die Strecke sogar schon neu fahren. Egal, dann haben wir das auch mal länger gesehen. Also. Erst wie bei Mario Kart 4. Und tatsächlich tut den auch Leben. Okay, das wusste ich nicht mehr. Tut den 3 Leben. Mal dann hoffen wir, dass wir das nicht an den Sand setzen. Aber wenn die Parts halt so kurz sind, ist er doch nicht so wild, dass man eine Strecke mal nein, muss fahren. Außerdem spiele ich das Spiel gerne, von daher kann ich raus mir oft verlieren. Spiel mir zur Stadt, passt auf, nichts falsche gehen. Schrecklich.
Ja, also schwer wie Super Mario Kart werdet aber nicht gehen. Das ist aber relativ sozial gehalten. Muss ich natürlich auch seine Strecke kennen. Okay, ich kriege ziemlich viel Champignon. Die bringen mir allerdings nicht so viel, weil es sind zu viele Abgründe. Das ist schon kein einfacher Streck. So, holen wir Heim und Münzmatt. So, du wollt mich mit enger Green Shell aufschießen. So, könnt kein Lernst mich. Fand ich nicht gut. Hallo, wird nicht schlecht, wenn man nachher wie so Stern oder selbst kriegen. Okay. Ich gesehen, der Luigi, du firma länger Red Shell. Okay, Bowser hat aufgewehrt. Auch interessant. Leute, aber kein Item mehr. Panzere sind auch relativ genau an diesem Mario Kart. Oh, der Stern. Können wir noch irgendwie Profit daraus schlagen. Ja, wir hätten da keine Riverspange mit Straumisch, die aufgezogen nicht. Aber wir können direkt nachher Stern. Und da tun wir den nächsten Platz. Okay, tipptopp. Das hat ja alles an als Karte gespielt. Cool. Ja, die Muscheln sind relativ genau ähnlich wie Mario Kart 64, wo sie halt ziemlich dämlich sind und oft sich einfach selber umbringen, an dem sie an die Mauer fahren. Das ist hier am Anfang quasi nie der Fall. Hallo, vorher Sunset Beach. Auch ein cool Streck. Der auch nie irgendwie eine Art Remake gut. Was schön ist, weil sie am Anfang sich ziemlich gut führt und viel draus machen kann, gerade mit den ganzen Mechanics, die Haut am Mario Kart sind. Dann tut sich gerade bei Super Mario Kart oft, nicht bei Super Mario Kart, bei Mario Kart Super Circuit, oft die langweiligste Strecke rausgesicht, muss ich so sagen. Immer nur mit Mario Circuits. Wii hat Bowser Festung 3. Das war eine relativ gute Entscheidung. Aber... Hast du von meiner Muschel getroffen gehen oder von... an der Krebs gerannt? Ja, also Super Mario Kart hat ziemlich cool Strecken. Aber muss ich sagen, Mario Kart 8 hat zwar noch relativ viel... Oh ja, Blitz, der könnte gerade gut. Tipptopp. Ich weiß nicht, wie lange klang das mit. Der Blitz geht relativ lang, hey. Ach, die Kerze kriegen am Peach ist aber auch nicht einfach. Ah, den Pilz, den kann man jetzt noch heilen. Der könnte nur noch gut. Da ist so relativ große Flaschen, wo man ihn überholen kann. Wie zum Beispiel Hai. Ah, den rappt jetzt all Geld raus. All Cent verlieren wir. Nennt sich kein Würfel zu holen, dafür aber dem schnell ruht. Aber. Oh, Triple Reds. Das tut dem Lovey. Scheren nach Yoshi irgendwo. Oh. Grafik geht ein bisschen an den anderen, weil leider falsch spielt. So, und dann legen wir noch die Muscheln noch an, in der Seite in der hat. Die steht Lodo. Und die Sicht schlo einfach raus. Guck, der Yoshi hat getroffen gehen. Ich weiß nicht, wer hat Luigi nicht ausgewählt gehen hast, aber vielleicht war den einfach zu Not drin. Voilà, dann ist auch die Strecke aufgeschlossen. Und dann gehen wir rüber. Wahrscheinlich schon eine Bowser Castle. Ah nee, Sunset Wilds. Oh ja, das ist ja auch ein cooler Streck, wo man auch nie irgendwie geremaked gut. Aber die Musik ist so gut auf der Piste. Ich liebe die. Ja, ist so eine coole Musik. Und die Strecke durch ein kleines Gimmick, was man eigentlich so auch nie mehr an Mario Kart routen. Passt mal ab. So, an die Zelter gebe ich nicht drauf vorhin, weil du sie Scheigeilen dran, an die gehen ziemlich rosen. Wenn das mischt, Luigi hurtet gemäht, an hört nur Scheigeil aus sich passion. Und der klaut eine Münz, aber mischt ihn natürlich auch super los. Und ihr seht, alle Runden geht es ein bisschen mehr dunkel. Also es geht mal an Abu Dhabi fahren. Ja, so ähnlich wird ihn ja mit Mario Kart Tour Strecke abgebaut, dass alle Strecken all Runden in einer Strecke gefahren wird. An den ganzen Stier dann so.
Me, dass sich Zeit gewechselt, das geht manchmal nimmer an diesem Mario Kart. Es gibt 2 der Strecke manchmal an diesem Deal. Und die erste ist halt Sunset Wilds. Wirklich ein cool Streck. Musik, top. Allgemein ist Musik an dem Spiel wirklich stark. Jetzt sind halt mehr so Gameboy Remixer von Mario Kart 64 sozusagen. So, ich hätte die vielleicht nicht sollte chasen. Schluss in dem Luigi quasi Hilo. 4 Tritt, 4 zu gewinnen, aber Triple Reds kommen natürlich gerade gut. Für den Hai auch gut kein, unverwundbar Zeit. Wenn er getroffen wird, kann ihn einfach direkt Neiger getroffen gehen. Das ist immer brutal, wenn ihn halt alles aufkriegt von all einzelnen Computergegner. Dann hängen den do eng Zeitchen auf, verliert natürlich seinen guten Platz. Und so, die Red Shell kommen ziemlich gut. Luigi zu komplett aufgedriffen gehen. Und das müsste also ein echter Platz sein. Münz war nicht mehr 5 Münz, aber gut, die sollen also nicht so steuern. Als Ziel ist es am Projekt den echten Platz zu machen. Und für die Cups freizuschalten, sammle ich dann irgendwann an einem Livestream, den ihr dann auch verfolgen könnt. Auf meinem Twitch-Kanal Kuroi. Was er Lust tut. Okay, und noch das Jahr haben wir natürlich Nummer 1 für Eis reserviert. Und das geht Gold und Peach. Ohne Champus Flash. Da das eigentlich wohl stimmen aus Super Mario Kart. Er könnte so nicht mehr zurück. Ja, cool. Also, wie gesagt, auch Meinung interessiert mich zu dem Spiel, aber für mich ist das für immer von den besten Mario Karts, die existieren. Das ist einfach mein Content. Wie seht ihr das? Sind vielleicht ein paar dabei, die zu der Zeit wohl noch gar nicht geboren waren? Kann ich mir gut vorstellen. Dann gebe ich mich wohl freuen. Gibt ihr das Spiel ein Go-Packen noch spielen? Oder spielt ihr lieber die modernen Games? Bis dann und tschüss.